Elfen mit dem Flammenschwert. Begrüße euch zurück zu Tales of Arise. Möchtet ihr etwas zu essen haben? Warte. Nein, jetzt nicht Elfen. Genießt zu futtern. Nicht jetzt. Die Heimat der Danäer. Ja, da ist so. Silence, embedded. Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm. Damn it. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't. Ah! What? Leave him alone! An embedded dares defy the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the blazing sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law, is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? You're alive. What are you doing here? The realm of Cyslodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. I hereby detain you in the name of his lordship! Zephyr? ETF. Zephyr! Here they come! Release! Severing wing! Think again! Mirage! I'm going in! Beamter Law. Mhm. Eater! Talon Storm! Severing wing! Fury! Aber wir brauchen einen anderen Gegner. Erstmal. Was zum? Kann ich bitte switchen? I'm only getting started! I'm out! I'm all stuffed up! By the power of water! Severing wing! Mirage! Let me help! Here I come! First aid! Okay, here I go. Zephyr! Are you trying to get caught? I'm sure that can be arranged! Not if I can help it! Mirage! I can't lay a finger on you. I prefer it that way. Fire in the hole! What about you? Just watch and see. What's going on, Zephyr? Why won't you fight him? Is that soldier someone you know? Don't hurt him, What are you... please. It won't work, you know. You never change, do you? You've always got that damn-knowing look on your face! Zephyr! I got it handled. But he just... He's my son. Oh, so now you remember me. The nerve of you! I'm gonna wipe that damn look off your face once and for all! What in hell?! Rinwell... You... Law. Watch yourselves. The insurgents are armed. Enemy reinforcements. Use the sword. I can't. The villagers will get caught in the blast. We need to fall back. Oh, for crying out loud. Zephyr! Go. Leave without me. You can't... I'm not leaving without him. Alphen, there's no time. But what about the resistance? Everyone's counting on you! Forgive me. Ugh!
We've waited all night, but nobody's shown up. No sign of Zephyr or an enemy pursuit. So, what's the plan now? You really need to ask? We go rescue Zephyr. If he's under arrest, they'll have taken him to Cisloden, the capital city. Assuming he's still alive, that is. I can't believe Zephyr never told us he had a son. I wonder if the rest of the Crimson Crows knew about it. And to find him in that village of all places. Some coincidence, huh? Those fireworks you pulled out of your hat back there. They were astral arts, weren't they? Shion, what the hell are you doing? Except I've never heard of a Dahnan who can cast astral arts. Are you a Renan? Like hell I am! No, of course not. Renan's eyes light up when they use astral arts. And when you used an art, your eyes definitely didn't. So I guess that means you can't be a so-called Bright Eyes after all. Sorry. You're right. Those were astral arts I used. Same as the ones wielded by the Renans. A long time ago, my family, my people, were once known as mages. A Dahnan mage? Up until now, I'd only ever heard of them in stories and rumors. Though now I've seen one with my own eyes, I suppose I'll have to believe it. We've been in hiding for a long, long time. Even before the Renans first attacked. That's why no one knew about us. Even before the Renans? Yeah. My ancestors were persecuted and targeted for their gifts. But it was by their fellow Dahnans. They lived hidden away all these centuries, keeping their existence secret even from the Resistance. My mom and dad drilled it into me that I was never, under any circumstances, supposed to let anyone find out about us. If that's the case, then why did you use your powers back there? I don't know. One second I saw Zephyr about to be killed, and the next I was... Dahnan astral arts. If the Renans knew such a threat existed, there'd be hell to pay. Hey! What? You think I'm gonna go to the Lords with this information? I'm a traitor and an outcast at this point. Or did you forget? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. Didn't you ever want to use it to help your people? Don't talk like you know the first thing about me, Renan! That's enough. Zephyr wouldn't want this. Listen, all I care about is taking out the Lords, okay? Which is no doubt what her people want too. Using her powers to help do it only makes sense. Makes sense for who? Us? Besides, Zephyr comes first. We can't just abandon him. It's fine. Huh? You're going to save Zephyr, right? If so, you're going to need my powers to do it. I don't want anyone else to die. Are you sure? Then let's get back to the village. We need to find out what happened. What's wrong? Nothing, just... I'm surprised how dark out it is. Why wouldn't it be? It's still night after all. No, that's what's weird. A lot of time's passed since we arrived in Cislodia. You'd figure the sun would have come up by now. Oh, right. It's not like this back in Calaglia, is it? To be honest, I completely forgot. Basically, it's always night in this realm. Huh?
It's been that way forever. It never gets any brighter outside, even in the morning. So it's always dark all day long? But how? How is that even possible? Did the Renans cause this? Of course they did. It's complicated to explain, though. It'd be easier to just get to Cisloden so you can see what's going on for yourself. I'll take your word for it. But right now, finding Zephyr comes first. Die Folge hat's ganz schön in sich, Freunde. Ja, Gruppe verlassen, dankeschön. Sephir und sein Sohn Rinwell ist eine Magierin. Gut, wir sehen, wie vom Aussehen her irgendwie denken können. Aber es ist trotzdem überraschend. Rinwells Talent, Magie auf Land Teil 1. Was hat der Arte-Task gedrückt, wenn die Verzögerung was loslässt? Das ist wahrscheinlich aufzuhören und einzusetzen. Aufgeladene Arte werden am nächsten Teil Kombos sein, Rinwells Talent, okay. Wechselst du das gleiche Art, das derzeit aufgeladen ist, könntest du zu einem höherrangigen Zauber verbinden. Hudel. Hudel gibt dir Bescheid, wenn sich eine Eule auf deiner Karte findet. Ein Tipp, je näher die Eule ist, desto mehr reagiert Hudel. Oh, natürlich geil. I wonder how Zephyr's doing. If that law guy is his son, they shouldn't be rough with him. I want to believe that. But those two didn't look like they're exactly on good terms. Actually, now I'm curious. Can Danans enlist in the Snake Eyes too? Definitely. They're useful for surveillance here. Doesn't win you many friends on either side, though. So why is Zephyr's kid working for the Renans then? Ich nehme mal an, es hat was. Hier sieht man so schön. Ich nehme mal an, es hat was mit der Mutter zu tun. Die Sephir vor ein paar Folgen mal erwähnt hat. Jetzt macht es ja auch Sinn, wieso Sephir damals, als wir auf dem Weg nach Cislodia waren, wieso dann irgendwie so ein bisschen bedrückt erschien. Das war natürlich wegen seinem Jungen. Die Frage ist, also was man irgendwie vorstellen könnte, ist, dass sie eben ursprünglich hier aus Cislodia kommen. Also alle drei, also sprich Sephir, der Sohn, Law, oder hieß er jetzt. Und eben auch Sephirs Frau oder Laws Mutter, wie auch immer. Und dass durch irgendeinen Umstand halt die Mutter verstarb. Sephir musste fliehen, vielleicht. Wollte auch, es kam irgendwie zu einem Gefecht und so und eben die Mutter starb, vielleicht sogar irgendwie durch die Schuld von Sephir, oder er gibt die Schuld dafür und Law gibt auch die Schuld dafür, beziehungsweise Law gibt dem Vater die Schuld dafür, dass irgendwie alles so gekommen ist und ja, kann man irgendwie so ein bisschen erklären zumindest. Ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. So, warte mal, eigentlich müsste bei ihr vor allem Elementarangriffe hochgehen, wa? Was eigentlich machen. Wasserschaden, Stiche, natürlich die Frage mit durchdringen, ne? Ob sie da irgendwie auch was drin hat oder. Weil bei ihr wird es vor allem um Elementarangriffe gehen. Aber deswegen wieder hier, damit er direkt was bei ihm machen kann. Warte mal. Waffe schmieden vielleicht. Malzahn. Frau Malzahn. Wir machen doch lieber den Bestienmähne. Okay, wo kriegen wir das her? Einer kann ich mir erstmal Malzahn kaufen oder craften lassen. Und das nächste Mal Sturmflügel, weil der hat ein bisschen mehr Power drauf. Ein Schwert benannt nach der windastralen Energie, die es in sich trägt, das muss zu führen, damit es ein Träger nie. Alles mühelos. Ja, das hätte schon ein bisschen was. Man sieht ja auch eben, dass eher Wind ist und dass eher Erde. Woher die Bestienmähne kriege. Warte mal. Scharfer Zahn. Okay, ist nicht so, dass das ein oder andere ausschließt, zum Glück. Wie sieht es bei euch so aus? Bizarrer Megakern, halbmenschliche Klaue. Ja, Mies würde dir natürlich auch gerne was geben. Blutgebrüll. Ja, es ist eher ein bisschen feuermäßig drauf. Das würde ich ja gerne geben. Bizarrer Megakern. Wo kriegen wir das her? Und hier fehlt auch wieder so. Oh, auch bizarrer Megakern. Aber das sieht ja nicht unbedingt aus. Ne, doch, könnte wieder so ein Drop, so ein Monster-Drop sein, wa? Okay.
Kann ich mal die alten Waffen verkaufen? Müsste irgendwie auch gehen. Okay, er macht es einfach nicht automatisch, aber es geht natürlich schon. Zum Beispiel jetzt das hier. Die Frage ist, kann ich irgendwie auch zerlegen lassen? Das wundere ich ja weniger, wa? So zugeben, dass es irgendwie cool wäre. An Rüstung geht es nicht, weil es irgendwie Standardausrüstung, die wir damals hatten. Okay. Zubehör erstellen. Aufwertung momentan nix. Ich brauche irgendwie etwas mit magischem Angriff hoch. Resistenz. Für Sinnfremder. Mal ganz kurz angucken. Ja, Resistenz ist halt doch nicht das gleiche, wa? Wir haben Angriff, Elementarangriff, Durchdringung, Verteidigung, Elementarverteidigung und Resistenz. Okay. Okay. Ein bisschen kochen könnte auch nicht schaden. Und dann nehmen wir zurück in die Stadt und mal gucken, was mit C4 so abgeht. Vielleicht werden sogar ja, vielleicht würden sogar C4 und Lore, beziehungsweise vor allem Lore noch ins Team kommen. Wäre natürlich auch geil. Wenn nochmal so ein bisschen so ein Faustkampf und so hätten. Oh, übrigens, Magieausübung. All of creation across the heavens stems from the 6 essences. We lack only darkness while they are without light. Thus, to achieve perfection... What are you muttering over there? I was practicing a magic incantation. An incantation? Is it anything like the spells that people use today? Not quite. It takes time for me to finish my chants, so I'm practicing saying them quickly and accurately. You know, just in case. I've always tried my best never to use magic if I can avoid it up until now. You said you and your family used to live in hiding, right? Because you were a mage. Where did all the other mages go? Sorry, I didn't realize it was such a sensitive topic. It's okay. Unzerbrechliche Bande. Hey, so, about my magic. You want to keep it a secret, right? Yeah, sorry. A little late for that after what happened in the village, don't you think? Easy, Shion. It's just... I didn't want Zephyr to die. That's why I used it. I know. And we might have lost him without your help. So thank you, Rinwell. Sure. Oh, dazugehören. Is that owl okay? It's been stiff as a board for a while now. You're right. I wonder what's up with it. Come here. It's okay. I won't hurt you. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Rinwell, but I lost Hootle. I didn't mean to scare him, but he took off. Hootle? He's right next to you. He is? All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. Sorry. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hootle. Damn, he was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. At least he's not sick or something. Indeed. That's quite a relief. Neuigkeiten, Paket SAO-Zusammenarbeit jetzt im Angebot. Ja, ich weiß, aber auch schon gesehen. Ist ja wieder so, beim Spiel gibt es wieder Cameo-Auftritte aus anderen Tales of-Spielen, das war ja bei Serie auch schon so. Und ja, offenbar gibt es irgendwie auch ein Crossover mit SAO, also sprich mit Sword Art Online. Aber dazu später, Freunde.
Erst einmal etwas kochen. Gemüsesaft. Ja, Äpfel hätten wir. Haferbrei. Gemüsesuppe. Auch immer sehr gern gesehen. Kocheffekt mehr seltenes Erz S. Erhöhte Menge Erz S. Kocheffekt plus 15%. Ich mache die Gemüsesuppe. Good. This came out just the way I hoped. Das aus dem Grund, weil wir, glaube ich, sowieso außen noch ein paar Erze brauchen für die ganzen Waffen und so. Die ich mir als nächstes ja craften möchte, wenn es geht. Und die Frage ist, ob die schon danach gespawnt sind, aber wir sehen sie dann. Magieräuber, was? Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. So right when they're completing the casting, I just kinda steal it from them. Really? Then what do you do with the energy you've stolen? I hold onto it and use it whenever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. After I use it, it's gone. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus, which means they can't cast anything else for a while. So not only can you steal their energy, but doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. I didn't realize your magic could do so much. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kinda had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy. Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Sie wird mir immer sympathischer. So, dann können wir trotzdem mal noch eine Runde starten zum Trainieren quasi. Ja, können wir nachher gleich mal machen. Erstmal will ich doch ganz kurz nochmal hier hoch zum was gucken. Da, die Dinger sind wieder da. Sehr gut. Da ging jetzt schon mal rein. Eigentlich nicht unbedingt. Hey, schon hier geblieben. An opponent like this should be easy. Raging cascade! Severing wind! Now, Mega Ray! I'll be saving this one! These ones can run rings around us! Destruction! Air Flame of Fury! Burning Tisson! Struck! Eat them! Alter, mit zwei Mädchen natürlich ganz übel. Mein Shiun ist zwar Snipering, kann ihn aber auch so angreifen. Das ist natürlich eine geile Kombi. Rinwells Ass im Ärmel. Ah, schon was. Warte mal. Hey, Rinwell. Do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah, they don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. Echt praktisch. Also im Prinzip oder theoretisch könntest du sogar zu Beginn eines Kampfes einfach mal ein paar Sprüche aufsagen, dann Astralenergie bzw. auf den Spruch selber in sich aufbewahren und zaubern und nachher einfach sagen, ah, ja, jetzt kann ich sie einsetzen. Danach die Angriffe spammen. Theoretisch. Wenn das wieder so geht. Und wohl keine Ahnung. Ich weiß eh von nichts, also von dem her. So, warte mal, da oben gab es nochmal einen Stein, den ich looten konnte. Looten, sage ich schon. Ah ne, der war ja hier. Ups. Hui, der war hier unten. Dornerz, Duldernerz. Selten habe ich jetzt nicht erwischt, was ich eigentlich wollte. Egal.
Wenn die Viecher antreten mit Rinwell im Team, ja, bin noch ein bisschen... Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mit ihr sogar einfacher, weil ich denke natürlich auch, dass es Monster gibt, die auf Magie eher reagieren als andere. Und andere, die eher eine Schwere gegen physische Angriffe haben. Also mit dem Schwert in diesem Erdangriff wirkt Elfen auf mich ein bisschen wie Ike. Aus Fire Emblem. Path of Radiance natürlich. Aber natürlich auch wie aus Super Smash Reihe. So Freunde, wir haben wieder mal viel Zeit. Heul ist hier? Wo? Ja, jetzt höre ich es auch. Ja, ich höre es, aber sehe es nicht. Hinten vielleicht? Hä, wo ist die scheiß Säule? Ah, da oben. Das ist natürlich praktisch mit Hudel, dass es sogar einfach so auftaucht. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Jo, dankeschön Hudel. Also ich muss sagen, in Rinwell macht mir so im Team zusammen sehr, sehr viel Spaß. Bestimmt auch, wenn man sie selber direkt zocken würde. Momentan fokussieren wir noch ein bisschen auf Elfen. Und ja, ansonsten, doch, wir haben wieder viel erfahren, vor allem in dieser Folge. Und was wir sonst noch alles erfahren werden, eben vor allem was Zephyr, was Lore betrifft, ihre Geschichte vor allem auch. Und das und vieles mehr hoffentlich in der nächsten Folge zurück bei Tales of Arise. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.